Super, Joel, Dom, so schön, dass ihr noch zum Q&A hier unten seid. Mega, mega gut, einfach mit euch nochmal ein bisschen in die Message mit reinzugehen und einfach nochmal ein paar Fragen zu beantworten. Joel, bevor wir das machen, Joel, könntest du ganz kurz 20 Sekunden die Message nochmal zusammenfassen für uns? Ja, die Bibel ist voll mit Verheißungen für ehrfürchtige Menschen. Auch, dass eben Gott eingreift, dass Gottes Wunder passieren dort, wo Menschen ehrfürchtig sind. Darum lohnt es sich, ein ehrfürchtiges Herz, einem ehrfürchtigen Herz nachzujagen. Und wir haben 3 Dinge erwähnt jetzt heute. Erstens, nimm ein Wunder nie für selbstverständlich. Das Zweite, achte auf dein Beten, auf dein Reden, dass du keine Floskeln zum Beispiel benutzt. Und das Dritte, bete mit Glauben, das bedeutet Ehrfurcht. So gut, lass uns auf das Thema Ehrfurcht noch mal ein bisschen mit eingehen. Dom, wie würdest du Ehrfurcht jetzt noch mal definieren? Ja, für mich hat sich das so in den letzten Jahren, als ich sehr oft die Sprüche gelesen habe und dieser Ehrfurcht begegnet bin, musste ich irgendwie definieren, was es für mich ganz persönlich heißt. Und für mich Ehrfurcht hat eigentlich nichts mit Angst zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich nichts tun möchte, was Gott missfällt. Also dass ich nichts tun möchte, was ich weiß, was Gott nicht gefällt oder was er weiß, was mir schadet. Darum würde ich sagen, Ehrfurcht ist, ich habe Gott so lieb, dass ich nichts tun möchte, was er nicht für mein Leben will. Bedeutet das, dass wir nicht ehrfürchtig sind, wenn wir nicht das tun, wo wir das Gefühl haben, was Gott uns beauftragt? Ich glaube, also wenn ich mein Leben reflektiere, dort wo ich immer größere, sage ich jetzt, Hürden oder Sachen überwunden habe in meinem Leben, bin ich wirklich an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wo ich diesen Ruf vom Heiligen Geist gespürt habe und gemerkt habe, hey, wenn ich wirklich Jesus nachfolgen will, wenn ich wirklich ein aufrichtiger Nachfolger Jesus sein will, dann hat das in meinem Leben keinen Platz mehr. Dann muss ich dieses Problem angehen. Und dann darf ich nicht einfach sagen, ja, es machen ja alle oder es passiert sowieso, sondern ich stehe dann auf und ich merke, der Geist Gottes treibt mich, diese Dinge ernst zu nehmen. Nicht gleichgültig zu sein, nicht einfach zu sagen, ja, ist ja egal, ich kann ja wieder um Vergebung beten, sondern wirklich dort auch charakterlich und einfach zu wachsen und reifer zu werden. Dann aber auch zu sehen, wie Gnade einem hilft, Dinge zu überwinden, wo man früher gedacht hat, es sei unmöglich. Interessant. Joel, würdest du sagen, dass wenn wir keine Wunder in unserem Leben erleben, heißt es, dass wir nicht ehrfürchtig sind? Nein. Weil, also das ist ja, war bei Johannes dem Täufer ja genauso, der hatte offensichtlich Ehrfurcht, aber hat das Wunder, das er wollte, nicht erlebt. Und trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, der Ehrfurcht mehr nachzueifern als dem Wunder. Wie sieht das in unserem Leben praktisch aus? Weil Wunder ist es ja einfacher, irgendwo die Wunder von Gott zu erwarten in gewisser Weise. Wie sieht es praktisch in unserem Leben aus, wenn wir jetzt uns für die Ehrfurcht entscheiden und wirklich da bewusst unsere Zeit investieren? Eben schon nur, einfach wenn ich bete. Ich finde diese Haltung von den 3 Freunden cool, weil sie eben sagen, hey, dann merke ich, ich will das unbedingt, Gott, aber auch wenn du es nicht tust, ich liebe dich, also du hast bessere Pläne. Ich habe schon für sehr viele Dinge gebetet, wo ich nachher froh war, dass Gott es nicht erhört hat. Und darum habe ich wie gemerkt, ich will ein bisschen vorsichtiger sein, weil es bringt so eine komische Beziehungsdynamik rein. Also wirklich da ein bisschen achtsam sein, was betet man wirklich auch. Okay. Wie kann ich Ehrfurcht erlernen? Ja, ich glaube, indem man das Wesen Gottes besser und besser kennenlernt. Also Jesus hat gesagt, wo ist der Vater? Also wer mich gesehen hat, der Vater gesehen. Und darum sage ich immer, die Evangelien zu lesen oder auch die Schreiben der Apostel ist etwas, wo uns immer wieder das Wesen Gottes offenbart wird und immer wieder in anderen Facetten. Bei mir persönlich war es sicher Epheser 1, wo Paulus an diese Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, oder
wie es Gottes Freude war, uns als seine Kinder anzunehmen. Oder? Ich bin auch eher in einem Elternhaus groß geworden, wo ich eher Religion gelehrt wurde, wo ich eher Angst hatte von diesem Gott. Und als ich aber in der Schrift gelesen habe, was Gott eigentlich wirklich gedacht hat, wenn er an mich denkt, dass er Freude gehabt hat, mich anzunehmen als sein Kind, dann ändert dich deine Sichtweise, wie du Gott siehst. Und durch das wächst deine Freude und Liebe zu ihm, und durch das wird automatisch die Sünde weniger attraktiv und automatisch diese Ehrfurcht kommt und du merkst, Gott meint es eigentlich wirklich gut mit mir und er will mich in Freiheit sehen. Und das ist nicht nur eine Floskel, sondern dass er will, dass ich erwachsen werde, er will, dass ich frei werde von diesen Gebundenheiten, und da sind wir ja immer noch drin, da bin ich drin, da sind wir alle drin in einem Prozess in unserem Leben. Eigentlich geht es darum, Gottes Wesen besser kennenzulernen und freier zu werden in unserem Herz, damit wir den Menschen um uns besser dienen können. Mega spannend. Eine letzte, oder willst du noch was dazu sagen? Oder letzte Frage noch zu den Floskeln. Das ist ja schon ein sehr witziges Thema, ja auch in gewisser Weise ist. Joel, warum glaubst du, haben wir so viele Floskeln, wenn es um unseren Glauben geht und wenn es zu unserer Beziehung zu Gott geht? Ich finde es eben gut, wenn wir das auf der Beziehungsebene ein bisschen anschauen. Es ist auch in der Ehe ist es dann irgendwann einfacher, man hat sich arrangiert, das ist immer so, und die Dinge werden halt einfach zur Routine. Und wenn unser Gebetsleben zur Routine wird, dann fühlt es sich mehr und mehr einfach mit diesem Floskeln, weil dann es ist in dem Sinne weniger anstrengend, weil wir uns weniger Gedanken machen müssen. Das ist ja mühsam, wenn wir das wieder füllen müssen. Oder wenn wir unser Herz wirklich öffnen müssen für Gott oder wirklich ausrichten. Aber das ist so für mich eben es ist wie in der Ehe, wenn die Romantik verloren geht, und es sind nur noch leere Worte und man sagt Hallo Schatz, und man sagt Schatz, was eigentlich ein super Wort wäre, aber man meint nicht mehr Schatz, sondern meint nur noch alte Schachtel. Keine Ahnung, weiß auch nicht. Verstehst du? Ja. Ich habe noch etwas zu ergänzen. Ich habe heute hat Gott zu mir gesprochen während der Message, wo Joel seinen Teil mit den Floskeln gesprochen hat, und ich habe gemerkt, dass wenn ich meine 4 Kinder ins Bett bringe, dass ich oft Floskeln gebrauche im Gebet. Und hat mich heute wirklich nochmal richtig herausgefordert, das wieder neu zu füllen und diese Floskeln zur Seite. Das heißt ja nicht, dass das per se schlecht ist, diese Worte, das sind ja Worte des Lebens, aber trotzdem hat es die Power hat gefehlt und es wird wie zur Routine und monoton, und dass man da einfach, habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich möchte einfach wieder frischer werden und die Kinder wieder mehr einbeziehen und wieder wegkommen von diesen, oder diese Floskeln halt wieder mit Leben füllen oder mit neuen Inputs aus der Schrift, und das hat jetzt mich heute das ist das, was ich heute mit nach Hause nehme. Danke dir und danke dir auch für die Offenheit. Das ist mega, absolut. Danke dir. Wäre es in Ordnung, wenn du einfach für uns als Online-Community und das einfach auch über uns einfach nochmal aussprichst und den Segen einfach auch weitergibst? Amen. Sehr gern, sehr gern. Ja, Jesus, ich danke dir einfach so viel mal, dass du gute Gedanken hast über unsere Leben und dass du unsere Gebetsleben kennst oder wie wir mit dir sprechen oder wie wir für andere Menschen beten, und du siehst, wo vielleicht Routine oder Floskeln zum Normalen geworden sind. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns gerade jetzt in der kommenden Woche einfach vielleicht hilfst oder daran erinnerst, wenn wir ein Gebet sprechen, oh, das war jetzt mehr Routine als wirklich Leben, dass wir da einfach ganz auf eine freudige Art und Weise umkehren können und sagen, hey, lass uns das anders machen, lass uns vielleicht weniger sagen und es ist mehr, oder lass uns vielleicht nochmal über ein Thema im Bible Server ein paar Schriften heraussuchen, wo wir einen neuen Anstoß haben, wo wir neue Worte vom Leben aus deiner Schrift nehmen können und so unser Gebetsleben auffrischen, unser Reden mit dir, unsere Gebete für uns selber, für unsere Mitmenschen auffrischen. Da möchte ich einfach segnen, dass das wirklich passieren darf nächste Woche. Amen. Amen. Hey, vielen, vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank. Ihr habt noch eine Celebration vor euch heute Abend um 19 Uhr. Come on, vielen, vielen Dank für eure Message, die Gott euch einfach aufs Herz gelegt hat und dass ihr uns das einfach weitergebt. Gerne. Vielen Dank euch. Hey, so schön, dass du heute mit dabei warst. Wir haben es absolut genossen mit dir zusammen, auch im Chat. Fand ich es absolut genial, einfach, dass du mit dabei warst. Hey, wir haben unter der Woche einiges, was passiert. Wir haben am Dienstag zum Beispiel unser Talk and Pray, wo wir nochmal in die Message reingehen und einfach über ein paar Themen auch einfach da nochmal drüber reden werden und dann auch drüber beten werden. Wir
wir wollen mit dir gemeinsam für deine Themen, für unsere Themen einfach das vor Gott bringen und mit dir gemeinsam einfach die Zeit des Talks und Praise einfach mit genießen. Das heißt, wenn du dabei sein kannst am Dienstag um 12 Uhr, sei dabei. Ansonsten freue ich mich auf nächsten Sonntag. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis dann.